Eine Sommersaison in den Hütten, mitten in den Schweizer Bergen. Das Hüttenwartpaar Verliedene bricht Zelt in Winterthur ab und zieht in die Innerschweiz. Eliane und Christian wollen näher bei der Hütte sein. In der Schweiz scheint die Sonne. Scheint in der Schweiz nicht, scheint sie zu Brunnen. Im Wallis wird der Jacqueline Wunsch erfüllt. Mein Oberhighlight. Voilà. Ein Schaukli auf 3000 Meter. Bist du nicht angehen? Das geht gut. Das Einzige, was jetzt das Problem ist, wie wir sie dann genau platzieren, dass wir natürlich nachher beim Klanken wunderbaren Ausblick haben und am liebsten gerade uns drauf würde fliegen, gell? Und im Triftgebiet hat über Nacht Frau Holle gewütet. Ja, also der Kind macht das Wetter gar nicht aus. Weniger als mir. Mehr Schnee heisst aber weniger Gäste. Angemeldet sind zwar noch Leute, aber ich glaube, die kommen nicht oder kehren irgendwo. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichte. Bevor der grosse Schnee kommt, wird im Gattmertal eine gewaltige Ladung von Felsbrücken gesprengt. Für einmal ist der Trifthütte nicht so ruhig wie sonst. Und? Kommt's gut? Ja, sicher. Wie die Fuß noch waren. Ja, das ist ja gut hier. Von uns auch nachher. Da vorne ist der Winter. Da haben wir ein Problem gehabt mit einer Lawine oder mit einem Rutsch, sage ich mal. Da hat es uns einen grossen Stein, da liegt es da unten neben der Hütte. Schätzungsweise 16 Tonnen hat sie die Lawine den Stein abgeschoben. Aufgrund von dem hat man natürlich Geologen beauftragt und die ganze Sache begutachtet und ist zum Schluss gekommen, dass eigentlich das vernünftigste, gescheiteste wäre, die potenziell gefährlichen, größeren Steinbrocken zu zerkleinern, dass die praktisch bei der Hütte keinen größeren Schaden errichten können. Und das ist die Aktion, was wir jetzt machen, die größeren Steinbrocken sprengen. Mit Sprengmeister Daniel. Das ist schon vorbereitet natürlich, gell? Jetzt haben wir also etwas. Jetzt ist gut. Dann stoßen wir das noch rein. So. Ein bisschen verdämmen. So. Ist das so dran? Also. Dann sind wir so eingeschaut. Deckung. Ja, Deckung. So, ich glaube, da sind wir sicher. Da hängen sind wir sicher. Ja. Achtung, Sprengung! Zünden! Der Fels ist weg, sauber verschossen, nicht gross Schaden. Unterhalb heute ist alles gut. Ja, ich denke, haben wir sauber gemacht. Gut. Nächste. Ja. Achtung, Zündung! Dann haben wir schlussendlich den Stein so verkleinert, dass es nicht, wie gesagt, am Haus der Hütte selber drunter einen grösseren Schaden kann, anrichten kann. So, Dani. Gesundheit. Merci, Dani. Dani, 1000 Dank. Gesundheit. Gesundheit. So, Dani. Und wie ist die Saison schon gegangen bis jetzt? Ah, super. Also wir haben jetzt wirklich gerade seit dem Juni. Juni war noch so ein bisschen zögerlich.
Aber der Juli war wirklich sehr, sehr gut. Da haben wir eigentlich permanent Ausbuch gehabt. Halt einfach, ja, Vollgas mit angezogener Handbremse, aber immerhin. Also wir haben ja wirklich die 40 Plätze, die wir noch geben durften, oder knapp 40 Plätze, haben wir eigentlich immer ausgebucht gehabt. Trotz Corona hat das Hüttenteam für Trift diese Saison erfolgreich bewältigt. Im Wallis. Auf der Weisshornhütte. Der ganze Sommer war die Hütte für die Gäste offen, obwohl sie total saniert worden ist. Vor einem Monat ist auch noch die Küche rausgerissen worden. Und seitdem hat Jacqueline im Container gekocht. Jetzt ist die neue Küche bezugsbereit. Jetzt geht es wieder zurück in die Normalität. Das ist ganz komisch. Jetzt haben wir hier nicht angewendet und jetzt müssen wir einfach wieder weg. Ja, aber auf das haben wir ja Ich gewartet. freue mich. Also bringe ich das Gemütli ein, dass ich anfangen kochen. Hoppla. Jetzt hier über die Rampe passen wir den gerade auf. Morgen war noch gerade glatt. Hoppla. Scherben bringen Glück. 2 Gläser sind schon Boden. Sind was? Ja, sind schon Boden. In diesem neuen Reich kann sie sich richtig ausleben. Wow. Cookies. Es hat fast doppelt so viel Platz wie vorher. Ja, da müssen wir gerade noch mal durch. Oh, was ist denn da drin? Wir probieren mal, den Gas zu starten. Auf diesen Moment habe ich mich gefreut. Schon fast 3 Jahre. Und jetzt ist es tatsächlich so weit. Das kannst du nur schauen. Schau mal das an. Ja, so geht das nicht. Das heisst, da fahre ich direkt zeitlich gesehen sind wir. Eingeweiht wird die Küche mit einem Klassiker. Elbler Magrone. Die schmecken sicher noch 10-mal besser von hier. Jetzt probieren wir mal zu gebläsen uns, ob wir so eine Abzugshaube haben. Wie lange der Strom lenkt. Das ist völlig eine Profi-Küche. Purer Luxus. Wenn ich jetzt den Wechsel so herfahre, im Container hierher, ist es völliger Luxus. Das ist jetzt schon sehr hohes Niveau. Und auf der Höhe erst recht. Im Moment ist die Hütte nur noch für die Bauarbeiter offen. Mann, ihr könnt essen. Mangez, s'il vous plaît. Nicht nur die Küche erstrahlt in neuem Glanz. Nach 45 Jahren ist die ganze Hütte renoviert worden. Die Bodenleger sind im Endspurt. Aber jetzt komm! Ja, wir kommen. Merci vielmals. Wie? Geht das mit der Küche? Ja, das ist irrsinnig. Ey, das ist top. Topper, was top. Du hast einfach Platz. Eine Gute miteinander. Merci. Merci. Genießt es. Merci. Nicht nur die neue Küche wird eingeweiht. Mein Highlight. Mein Oberhighlight. Die Bauarbeiter haben der Jacqueline noch einen besonderen Wunsch erfüllt. Eine hochalpine Schaukel. Es hat eine riesige Heche. Ich packe da nicht einmal dazu. Warte, das dreht gerade. Lass mal machen. Das tut selber. Warte. Nein, Es gibt einen Klanke. Voilà. Nein, wenn du vorher noch drauf sitzt, geht es schon. Der Bar klappt wieder. Ist gut so. Es hat. Ha! Willst du nicht angeben? Das geht gut. Nein, jetzt. Also die stabile, die hat. Die hat. Nur noch einen besseren Sitz muss ich haben. Ja gut, das tun wir dann noch. Das Lade haben wir ja für sich da. Super! Und Jacqueline hat immer schon Wunsch und früher schon gerne geklankt.
So haben wir Stundenlang. mit den Zimmermännern geredet, ob es nicht recht nicht das flotte Planka könnte konstruieren. Und das ist jetzt das Produkt. Also Stühlen oder überall, Verstrebungen drin, alles. Das Einzige, was jetzt das Problem ist, wie wir sie dann genau platzieren, dass wir natürlich nachher beim Klang einen wunderbaren Ausblick haben. Und am liebsten gerade uns drauf würde pflegen, gell? Das ist ein Ich bisschen kann es nicht mega die schaffen. Seele baumen lassen. Für den Moment. Gell? Dann hat es ein bisschen gelangt. Ja, bravo. Ja, das ist auch gleich. Auch gerade in Schwung sind Eliane und der Christian. Das Hüttenwartpaar für Liederna. Die beiden sind ausnahmsweise nicht in der Hütte. Sie sind am Zügeln. Bye bye Winterthur. Sie haben sich für einen Umzug in die Innerschweiz entschieden. Für den Christian heisst das zurück in die alte Heimat. Aber für die Eliane ist es ein grosser Schritt. Was von Winter wirst du am meisten vermissen? Ich werde die Urbanität von Winti vermissen. Oder vielleicht kann ich mir das zu Brunnen noch nicht so vorstellen, aber zu Winti hast du halt schon. Hast die Altstadt mit diversen Cafés, kannst mit dem Velo in die Stadt fahren, hast dort alles. Das Brunnen kannst du mit dem Velo an See fahren, dort hat es auch ganz viele Kaffees. Das ist auch alles. Ja, eben, vielleicht merke ich dann, aha, das Brunnen, das fällt mir gar nicht. Das kann schon sein. Die Schweiz scheint die Sonne. Scheint in die Schweiz nicht, scheint sie zu Brunnen. Auf Brunnen zügeln die beiden, weil sie näher bei der Hütte sein wollen. Sie haben den Frühling die Liedernhütten im Kanton Uri als Quereinsteiger übernommen. Willst du aufmachen? Du darfst, als alter Brunner. Ja. So, Gut. wären wir. Ja, einerseits sind wir nicht vor der Saison gezügelt, weil wir keine Zeit hatten, aber andererseits auch, weil wir halt schon zuerst mal eine Saison machen wollten. Und ja, im Verlauf der Saison war dann klar, dass das definitiv ist. Und ja, jetzt haben wir gezügelt, jetzt ist es definitiv. Ja, sonst könnt ihr am besten da anstellen und ich verteile es. Das Zügeln muss zackig gehen. Morgen müssen die beiden schon wieder zurück in die Hütte. Es sind noch ein paar Tage bis zum Saisonende. Ja, auch da. Assetina drunter. Ja, das ist noch das Schubladenbefestigungsteil. Uns geht's, also mir geht es tipptopp. Es war eine recht speditive Sache. Wir haben alles grosse Sperrungen hier oben, das war das Ziel für heute. Und schon fast alles aufgestellt. Ja, sind im Zeitplan und das ist die Hauptsache. Stürmische Zeiten im Triftgebiet. Es ist Anfang Oktober und bei diesem Wetter wagt der Aufstieg zur Hütte nur gerade ein einziger Gast. Es ist die Gotti von Leo. Sie will seinen 5. Geburtstag mitfeiern. Und sie haben fast vorgeblasen, hä? Hey, ja, schon ein bisschen. Ja, cool! Hey! Geburtstagskind! Ja, also wenn es machbar ist, laufe ich schon gerne auf. Also, ich meine, ich freue mich auch, dass ich ein Psychchen machen kann. Hey Leo, zum Geburtstag, lieber Leo, zum Geburtstag viel Glück. Hey! Wow, bravo! Ja, das heißt aufpassen. Das Lava läuft halt. Guck da. Oi, Da steht aber du dein machst Name so drauf. viel. Das glaube ich fast nicht. Wegen dem schlechten Wetter haben sie die Hütte für sich allein. Eigentlich hatten wir ja noch 4 Wochen Saison vor uns gehabt. Wir haben schon auf einen goldigen Herbst gehofft. Also die
Tiefkühler, der wäre noch voll. Und wir hätten eigentlich schon noch ein bisschen erwartet, noch ein bisschen Herbstgäste zu haben. Anmeldungen wären noch da und wären auch noch gut, aber die letzten 10 Tage war es eigentlich nicht möglich, da raufzukommen. Der Schnee hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es sieht nicht nach Besserung aus. Ja, wenn ich so raus schaue, könnte ich mir vorstellen, dass es heute Nacht noch ein bisschen schneit, je nachdem. Und hoffe ich mal, dass wir morgen dann zu den Haustieren rauskommen. Sonst müssen wir aus dem Fenster raus und von außen her freischaufeln. Der Turi hat mit seiner Prognose recht gehabt. Am nächsten Morgen ist tiefster Winter. Also, hey. Wer will erst raus? Hey, da windet es rein, du. So, rausspaziert. Wenn es aufdeckt, sammelt daheim, wenn wir es aufdecken können. Schneehöhle machen. Ja, also der Kind macht das Wetter gar nicht aus. Weniger als mir. Die sind gut eingepackt, fahren wir halt weg. Ja, wir wären ehrlich gesagt gestern ein bisschen lieber gewesen. Heute Morgen noch gehofft, dass der Regen bleibt und dass es nur Regen ist. Aber jetzt, wenn es schneit, ist auch man muss sicher wieder für die nächsten Tage nichts erwarten. Angemeldet sind zwar noch Leute, aber ich glaube, die kommen nicht oder kehren dann irgendwo. Es ist jetzt vorhin sogar noch die Meldung gekommen, dass das Bändchen zu ist, weil sie zu viel Wasser haben ja noch unten dran. Von dem her glaube ich eigentlich nicht, dass da heute noch irgendjemand kommt. Attention! So, Tür zu. Tür zu. Keine Gäste und eine leere Hütte hat auch seine Vorteile. Familienprogramm. Und einfach machen, auf was man gerade Lust hat. Sehen sie gut aus? Lächeln sie? Ah ja, das ist auch schön warm bei dir. Klasse. Platsch. Nein, stopp. Stopp. Lächeln. Nee, aber das Ding ist ganz gut. Das hat so schön ausgesehen vorhin draußen. Von dem her haben sie es schon am Hunger, ob es jetzt sonnig ist oder nur windig. Wenn wir die Türen... Achtung! Ich muss mein Handy schon mal Ei, schön! Nach dem Schnee kommt der Föhnsturm. Nicole und das Gotti von Leo stürzen sich ins Abenteuer. Die Gewalt da oben ist immer wieder extrem faszinierend. Es zeigt einem auch ein bisschen, wie klein dass man selber ist, wenn man das hier so miterlebt sieht. Im Wallis ist der Umbau für Weisshornhütte nach 4 Monaten fertig. Das Hüttenwartpaar hat alle eingeladen, die beim Umbau mitgeholfen haben. Die Schwester von Jacqueline ist auch in die Hütte gekommen, zur Unterstützung in der Küche. Ja, jetzt sind wir alle ganz aufgeregt. Jetzt sollte dann die ganze Baumannschaft kommen und uns da eigentlich ein bisschen überraschen. Oder besser gesagt, wie ein Ski. Wir haben sogar ein stilistisches Aufrichtebäumchen zweckgemacht, dass wir wissen, warum das Fest stattfindet heute. 4, 6, 8, 10. Für Das 30? genau. Ja, im Moment ist das gerade gut. Ich will dich kurz unterbrechen. Du willst mir die Hütte zeigen? Hütte noch zeigen. Jawohl. Wir sind hier in der neuen Küche. Die alte ist bis hier gekommen. Und da, wo jetzt Anna sitzt, Da hat du unter geschlafen? diesem Fenster habe ich geschlafen.
Und hier unter den Kästen hat der Hans-Peter geschlafen. Und zwischendrin haben wir Kästen gehabt, alles war da. Schlafzimmer, das ist halt auch noch nicht so ganz das, was wir der Welt, wenn es aufgeräumt ist. Aber im Moment sind wir ja nicht ganz, ein frischer. noch nicht ganz fertig. Zum Schlafen brauchst du ja nicht mehr. Aber da ist noch völlig Platz in diesem Boot. Ja, Gell? eigentlich schon. Ei. Aber Obschi. Hier ist frisch. Du bist noch am alten Teil. Du bist noch ein bisschen vor. Aber das ist ja neu. Und dann kommt der neue Teil. Ja, es ist alles neu gemacht, gell? Oh. Jetzt komme ich wieder nach. Das ist der Schlafraum. Maggi machen, wir schütten mit dem grossen Helikopter. Und schon landen die ersten Gäste. Hoi, schön. Hallo. Ciao. All die Leute haben in den letzten 4 Monaten dafür gesorgt, dass der Umbau reibungslos über die Bühne gegangen ist. Jetzt, das ist sinnig. Das ist so schön. Jetzt einfach die hier alle noch mal gesehen. Sumi habe ich lange nicht mehr gesehen. Sumi sind noch gerade hier gesehen. Es ist einfach top. Ja, wirklich. Kann nicht besser sein. Das Wetter hilft. Alle haben ein bisschen Zeit. Das ist schon schön. Nimmst du das Weinglas? Das finde ich Das war für mich die schönste Erfahrung, die ich eigentlich gemacht habe. Die verschiedensten Handwerker miteinander, wie die zusammen gearbeitet haben. Ein grosses Merci. Und dass das Fest heute ist, habe ich wirklich auch ein bisschen gestürmt. Ich habe gesagt, eigentlich verdienen die Handwerker das grosse Lob. Und du auch. Du hast fest mitgeholfen. Danke vielmals und jetzt fangen wir an. Es ist der letzte Tag der Sommersaison in der Liedernenhütte. Das Leergut für ins Tal steht schon für den Heli parat. Aber der Nebel macht dem Hüttenteam einen Strich durch die Rechnung. Der Plan war, dass wir am Morgen fliegen. Wir haben jetzt Nachmittag um 4 Uhr. Wir sind bis jetzt noch nicht geflogen und es sieht auch nicht so aus, als würde das irgendwie noch etwas werden heute. Die Eliane nutzt die Zeit für anderes. Sie schaufelt Solarzellen frei für möglichst viel Strom. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Ich glaube nicht, dass das noch... Schade. Netz noch zumachen, es hat Wind, dass so ein Zeug Ja. fliegt. Ja. Also. Wenn die Frau auf jetzt sollte ich helfen. Heute kommt definitiv kein Heli mehr. Darum heisst es für die Angestellten Feierabend. Zwischenverpflegung. Wegen Corona haben sich der Christian und Eliane entschieden, das grosse Abschlussfest von ihrer ersten Hüttensaison mit Freunden und allen Helfern abzusagen. Ja, also dass wir jetzt das Fest nicht machen können, ist schon
ja, es hat sich ein bisschen abzeichnet. Also man hat damit gerechnet, aber es scheisst gleich an. Also, ja, vor allem, weil das ist ja schon der Plan B. Wir wollten eigentlich ein Eröffnungsfest machen. Dort hat es uns sicher noch mehr angeschissen, dass wir das nicht durchführen können. Und jetzt wäre es halt schon schön gewesen, alle Leute noch mal zu sehen und allen Danke zu sagen, die uns diesen Sommer geholfen haben. Und einfach irgendwie am Ende der Saison einen schönen Rahmen geben. Und ja, scheisst schon ein bisschen an, dass das jetzt nicht stattfindet. Trotzdem steigt der Christian nochmal in die Hose. Statt für 80 Gäste kocht er für das Hüttenteam. Ui. Sieht fein aus. Wird hoffentlich. Hey! Psst. Super, jetzt haben wir zu wenig zur Nacht. Aber fein. Gute Zeit. Das ist übrigens Alpkäse-Risotto. Wir haben kein Parmesan bekommen. Ihre erste Saison hätten die beiden Quereinsteiger gerne ein bisschen pompöser abgeschlossen. Klar ist es jetzt gemütlich und schön und alles, aber so einen Abend hätten wir auch morgen machen nach dem Fest. Ja, schlussendlich wäre es schon schöner, wenn jetzt alle Freunde, Familie und Helfer da wären. Gut, das ist vielleicht ein bisschen weniger streng, das ist das Positive. Danke vielmals für eure Hilfe. Ohne euch wäre es nicht gegangen. Wir sind euch wirklich sehr dankbar. Lieber. Zum schaust du mich so, als müsste ich auch noch etwas sagen. Du darfst Ich schliesse mich dem einfach an. Danke vielmals. Zum Wohl. Zum Wohl zusammen. Zum Wohl. Auch er trifft heute, geht die Saison zu Ende. Trotz dem vielen Schnee kämpfen sich ein paar Gäste am letzten Tag noch in die Hütten auf. Geschafft! Ja. Im doppelten Sinn, ne? Ja, nein, im einfachen Sinn. Im einfachen Sinn. Im einfachen Sinn. Herzlich willkommen bei der Touri. Bitte schön. Das können wir brauchen. Merci, merci. Angemeldet haben wir ja SFK, aber ich habe ehrlich gesagt nicht ganz damit gerechnet, dass alle raufkommen. Weil es ist doch wirklich sehr, sehr ein schwieriger Weg im Moment. Und Chapeau für alle die das heute gemacht haben, wirklich. Für den letzten Abend in der Trifthütte gibt die Familie Naue nochmal alles. Es ist so ein bisschen Tradition, dass wir eigentlich immer beim Saisonabschluss noch mal etwas machen, das ein bisschen speziell ist, wo wir den Gästen eigentlich auch Merci sagen und eigentlich auch ein bisschen feiern und ja, auch für uns ein bisschen Saisonabschluss machen. Und jetzt dieses Jahr haben wir gesagt, oder King hat gesagt, es hat so viel Schnee, wir müssen etwas machen mit Schnee und dann hat es einen Schneekuchen gegeben. Wow. Wir werden uns noch kurz bedanken, dass ihr als unsere letzten Gäste mit uns zusammen die Saison 2020 abschließt. Merci vielmals, dass ihr alle da seid.
Am nächsten Morgen verlassen die letzten Gäste von dieser Saison die Hütte. Jetzt freue ich mich noch, fertig zu machen und so. Und also der Schlussspurt. Und dann, ja, dann morgen, wenn die Türen zugehen, dann kommt die Wehmut schon noch. So, aber zuerst mal aufräumen. Jetzt gibt es noch etwas zu tun, bis dann. Die Nicole und der Turi bringen die Hütte auf Vordermann und schauen, dass für die nächste Saison schon wieder alles parat ist. Der letzte Abend auf der Weisshornhütte. Siehst, jetzt Sehr bringe ich gut. dir noch mal flott Holz. Oh, das letzte Mal diese Ja. Saison. Und Wir müssen dem Strom ein bisschen Sorge haben. Weil Batterien jetzt drin, Solarstrom. Heute war es ziemlich kalt und der Schnee ist nicht vom Dach weg. Also sind die Solarzellen eigentlich gar nicht richtig frei gewesen, für das man hätte Batterien nachladen. normal haben wir einen halben Käse und den sauber schneiden. Aber jetzt hier, wie Jacqueline schon gesagt hat, müssen wir Strom sparen und Zeug und haben auch nicht das Raclaufen hier. Aber dann kann man das hier gut so mitnehmen, auch auf eine Wanderung oder ein Weg. Kerzen anzünden und nachher flott der Käse drauf. Ein bisschen Geduld haben, zusammen ein bisschen hängen und dann nachher kommt das schon gut. Das sehen wir jetzt, gell? So. Jetzt haben wir es selber ausgeblasen. Gut. Als Bergführer ist der Hans-Peter im Sommer sonst immer mit seinen Gästen auf Touren unterwegs. Das war das Jahr wegen dem Umbau anders. Für mich ist es natürlich es ist zweischneidig schwer. Auf einen Teil wäre ich gerne mehr unterwegs gewesen, aber auf der anderen Seite als Vierer. Und auf der anderen Seite, ein Umbau ist ja immer speziell. Und da habe ich schon gemerkt, das sind einfach zwei Hände, die viel kennen und viel machen können und Sachen halt, die einfach ergänzend sind zu dem, was ich gemacht habe. Und für mich war es schon sehr, sehr schön, dass er mal wirklich hier bleiben konnte. Und einfach so miteinander, das ist eigentlich, ja, jetzt sind wir lang geheiratet und das war echt das erste Mal so, dass wir den Sommer so zusammen hatten. Darum genießen wir jetzt das hin am Abend hier so. Dass wir so, wie es uns sieht, langsam zum Ende kommen, ganz allein. Auf der, ja. Noch ein bisschen. Ja, gib mir noch mit. Eine halbe? Der Glück ist. Halbe kannst du haben. Ja, genau. Und schon tagen es wieder im Wallis. Und Jacqueline und der Hans-Peter machen die letzten Vorbereitungen für die Einwinterung. Reservewasser. Wenn nächste Woche jemand hier sich verirrt oder Not hat, für zu kommen, hat er einfach Wasser. Am letzten Tag gibt es schon häufig zu tun, weil der muss einfach alles wirklich sauber stimmen, weil nachher ist niemand mehr hier. Und noch zu tun.
Das bitte wahrscheinlich nach Norden, nach links. Ich weiss, dass ich im nächsten Juni wieder komme. Kann ich noch ein paar Sachen hier bleiben. Das ist nicht so tragisch, wenn ich dann etwas von den Kleidern vergessen würde. Ich gehe zu. So, der letzte Balken, Schau-Eishoren. Fast sieht man es. Fast ganz. Zwischen den 4000er hat man die Corona-Pandemie fast ein bisschen verdrängt. Im Tal unten sieht die Realität anders aus. Ciao, heute. Wie geht's, wenn man die Hauptbord zutut? Dann tut man die Hit als Winterschlaf bringen. Ja, ein bisschen wehmütig ist jetzt gerade der Moment. Aber wenn ich weiss, dass unten noch dass eine andere Welt jetzt wartet auf uns. Und ich glaube, es ist noch mal ein bisschen anders als dann, wo wir angefangen haben. Bin ich ein bisschen gespannt und sehr vorsichtig halt auch. Ja. Warten, schauen, was geht. Der bleibt zurück, gell? Nein, die Welt ist nicht mehr die gleiche. He? So. Dann können wir jetzt gemütlich heizen. Gut, probieren wir, ob das klappt. So. Das ist ein bisschen warten. Auch im Kanton Uri ist Abschied nehmen angesagt. Vom Hüttenteam, das Elian und Christian in ihrer ersten Saison unterstützt hat. Tschüss zusammen. Jetzt ist das vorbei, der Sommer. Ich weiß gar nicht, was sagen. Kannst du Rede schwingen? Ich kann nicht gerne Abschied. Ja, kommen gut heim. Ach, Und kommen bald wieder. Ja. Tschüss. Ich will im Fall noch ein Foto machen. Willst du? Ja, weißt du, mit meiner Kamera. Super. Hey, merci für Und sehen uns bald wieder. Ja. Du auch? Ja, also. Ja, Erika. Danke. Sicher im Winter in der Schneemark aufsuchen. Ja, unbedingt. Ja, du auch. Merci, gell? Ja, so. Tschüss. Für das Hüttenwartpaar gibt es noch ein bisschen etwas zu tun. Zuerst erledigen sie ihre Lieblingsaufgabe. Fahnen runter. Also, probieren wir es nochmal. Und den unten lösen. Wie ein alter Profi. Aha. Die Fahne muss runter, damit für alle klar ist, die Hütte ist unbewartet. Jetzt sind wir froh, dass das mit der Fahne so gut geklappt hat. Das merkt man, dass wir vieles gelernt haben in dem ersten Jahr. Jetzt Ende Saison schon vieles besser geht als Anfangssaison. Schön zu sehen. Stell mal schnell. Und es war eigentlich eine gute Saison. Oh. Und jetzt sind wir aber froh, dass wir Pause machen können, Sachen überdenken, ein bisschen Energie auftanken, alles erledigen, was wir nicht geschafft haben während der Saison. Und dann geht es ja dann schon gleich wieder weiter, hoffentlich mit noch ein bisschen mehr Schnee, als wir jetzt haben. Es ist zu. Zu, fertig. Einmal sicher, bis die Wintersaison wieder anfängt. Elian und Christian haben gemischte Gefühle nach ihrer ersten Saison als Hüttenwartpaar. Der Sommer war jetzt nicht nur erfüllend, aber wir sehen das Potenzial und wird sicher mit jedem Jahr noch erfüllender. Also wir haben es schwer vor, das noch lang zu machen und nicht nach einem Sommer aufzugehen oder irgendetwas in die Richtung. Ich glaube, es ist schon so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist streng, das haben wir gewusst. Und was einfach zu kurz kam, sind die schönen Momente, die man zusammen geniessen kann.
wo es ruhig ist. Die Erfüllung hat sicher ein bisschen gefehlt. Aber da gibt es dann eine zweite Saison, wo wir routinierter sind und wo das dann sicher öfters vorkommt. Darum bleiben wir hoffentlich noch sehr lange da. Bis noch. Bevor sie die Wintersaison in Angriff nehmen, geht es das erste Mal in die wohlverdiente Pause. Und auch für die Trifthütte wird Abschied genommen. Das ist ja nicht so streng, gell? So, ihr habt das Wasser fertig gemacht? Ja, was? Es ist immer schön, wenn die Saison abschließen kann und nichts passiert ist. Und es hat irgendwie keine tragischen Zwischenfälle oder Unfälle gegeben, die nicht schon wieder irgendwie behoben wären. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat schon Jahre gegeben, wo ich mich mehr gefreut habe, jetzt für ins Tal zu gehen. Weil es ist jetzt wirklich noch so wunderschön da oben. Jetzt würde man es noch ein bisschen aushalten. Letztes Jahr das war mein Abschluss mit dem Rega-Helikopter. Das war nicht ganz so toll. Und da ist es natürlich jetzt viel besser, zusammen mit der Nicole die Hütte zu schließen und das Saisonende gemeinsam zu machen. Es hat dann sonst letztes Jahr etwas gefehlt, natürlich, das ist klar. Beim Turi ist letztes Jahr Krebs diagnostiziert worden. Seitdem ist er in Therapie. Mit der Immuntherapie kann man den Krebs nur stoppen, aber nicht besiegen. Ich habe das Glück, dass es bis jetzt angeschlagen hat und das recht gut funktioniert und so der Krebs eigentlich im Griff behalten wird. So, gerade heben. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es eine neue. He? Ja, ich habe das Gefühl. Ich glaube, die ist nicht mehr für viel. So. So viele Schichten, wie die da haben, passen da gar nicht mehr ins Körbchen. Ja, bin ich gespannt, dass es noch geht. Mit dem Heliabend ins Tal wäre ringer. Aber für die Nicole und den Turi gehört es zum festen Ritual zu laufen. Ein gutes Gefühl, dass wir runterlaufen können, dass das Wetter mitmacht, dass es alles stimmt. Und das Runterlaufen ist einfach viel schöner. Weil kann man noch mal den Ausklang richtig genießen von der Sommersaison. Also Sommersaison ist nicht viel Schnee, aber noch mal den Abschluss richtig genießen und langsam wieder ins Grüne kommen. Das ist viel schöner als, sage ich mal, runterfliegen zum Beispiel. Ja, jetzt ist es so. Fertig. Hab's gut, liebe Trift. Es tut mir immer schon ein bisschen weh, sie da so allein zu lassen. Ja. Daheim das ganze halbe Jahr und dann geht man einfach so davon.